wenn Tripartit lo eben so Statut unik produziert, dann muss doch so Wesen den produzieren. Wir verstehen aber Probleme, wenn du Mittelständler sind, die mal viel Leid tun, die Erbichter sind. Und das gehen die Bank, man muss dann im Krankheitsfall denen hier Lohnkosten führen, bezahlen, dass dann du Kleinbetriebe so das packen müssen, das schenkt alles aber das Normalste. Das freut mich von der Schüsse, dass das nicht schon an der Tripartit abgetan. Wenn du von mir Propos gemäht, dass den Statut von der Privatbank aber rein was Krankenkäse belangt soll, angewandt wie bei den Erbichter, das heißt, dass Krankenkäse soll Lohnfortzahlung sowohl beim Privatbeamten wie beim Erbichter überholen. Du gibst ich aber gerne aus dem Risiko raus. Du gibst aber gerne einen kurzen Intermezzo machen, weil wenn ich habe gesehen, die sind schon mit der Proposition kommen, an der lesen an den Zeitungen, die gibt lo wollen hei, dass die Employeen oder Ouvrier wären lo perdant an den Kapitalismus gibt gewonnen, der gibt sich los eng Harmonisierung no innen, so dass der an der Presse kommentiert gehen. Kommt man aber nicht mit Herrn Juncker Singer ausredet, dass der falsch verstanden geht. Nee, das ist ein Privileg, den los nicht auf dem Jean-Claude Juncker, weil regelmäßig Harmonisierung noch. Also ich meine, jeder weiß, wo ich herkomme, da weiß ich noch, dass ich nicht wegen Harmonisierung, das ist bestimmt nicht, die sind den Kapitalisten werden am Parlament vertreten, was mir gesagt und das am Fond. Privatbeamten sollen offene Krankengeld weiter bezahlen. Das heißt, den Erbichter an den Privatbeamten, die kriegen Haut vom Patron Krankengeld weiter bezahlt. An der Patron kriegt Krankengeld vom Erbichter von der Krankenkäserin und das für die Privatbeamten muss sie selber bezahlen. Am nur so mir, weil da soll der Patron eine Kotisation an Krankenkäse bezahlen und da kriegt er auch Krankengeld von der Privatbeamten von der Krankenkäserin. Das schuld keinem Erbichter in Santé, keinem Privatbeamten in Santé, mit dem Patron weiß, dass er kein Risiko dreht bei Krankmeldungen sowohl bei den Erbichter wie bei den Beamten. Und es ist ein Interesse vom Erbichter. Das vergessen die Leute auch so. Weil wenn ein Erbichter halt krank ist, am nass krank, und er fehlt 2 oder 3 Meter in seinem Betrieb, dann sieht der Patron, das ist ein guter Erbichter, wenn ein Heiers möchte sich Erbichter, aber nicht heißt, der Götter von der Krankheit ist bezahlt, also kann ich den Erbichter da halen. Wenn man den Patron gesagt kriegt, wenn der Mann 2 Meter krank ist oder 3, dann musst du bezahlen. Man da sieht den, da geht er mit der Deier, dann hören die Strecken nicht stehen, das los nicht stehen. Wenn ich möchte, nee, das los nicht stehen. Also könnt ihr einen unheimlichen Druck auf den Erbichter durch. Und dafür mir die Propos gemäht, aber nehmen, was Krankengeld fortzahlen unbelangt, den Privatbeamten und den Erbichter anzupassen, dann hat der Betrieb kein Risiko und hat eine nationale Risikogemeinschaft, was Lohnfortzahlen unbelangt, und kann keinen Druck auf den Erbichter. Und wir werden ja auch mit der Föderation von den 80 zusammen, die haben ja die Idee gut fand. Die gesagt, wenn das dort kommen, das gibt alles Satisfaktion gehen. Aber wir wissen auch als Gewerkschaftskrise, dass die Gewerkschaften, die an der Tripartit waren, auch an die Richtung geschwärzt und friedlich am Anfang just verschiedene so gut fand, für was sie nicht gemäht.